Und mit dieser wunderschönen und tiefsinnigen Melodie begrüße ich euch zurück zu Twilight Princess HD. Eine Reise in die Vergangenheit zur Zitadelle der Zeit. Aus Ocarina of Time, wie wir hier auch sehen, schön die 6 Weisen. Oder mehr oder weniger. Das ist mal interessant, weil das hat man eigentlich früher nie so richtig gesehen, vom Original nicht. Okay, doch, man sieht es bereits, also man wird es später noch bemerken. Übrigens, wie man sieht, sind hier 6 Personen drauf und 6, das Bild erinnert mich sowieso ein bisschen an das aus A Link to the Past. Wegen den 6 Weißen dort. Ich meine, theoretisch sind die 6 Weißen dort und die hier, für Princess, müssen aber dieselben sein. Aber ist ein anderes Thema. So nicht etwas auf Hyruleanisch. Ich meine, wir haben ja da unser schönes quasi Dictionary mit allen Stempeln zumindest. Sag mal. So, jetzt. Come on. Ah, jetzt. Die Stempelsammlung. Ich meine, theoretisch könnte man versuchen, es zu übersetzen, aber nee. Das wird zu lange dauern. Allerdings, gut, da oben ist ein B, war das erste. Was hier wohl geschrieben steht, muss ich nicht mal übersetzen, Leute. Vielleicht erst ein M-Pad oder so. Das würde mich jetzt auch noch interessieren. Gut, weiter geht's. Ja, leck mich am Arsch. Was ist? Das sieht so geil aus hier. Na dann, reisen wir 7 Jahre in die Vergangenheit. Ja gut, eher weniger, wa? Das ist immer Hyrules. Ich könnte heulen. What? Erstmal, seit wann kann das Marsch, wenn ich mir durch die Zeit reise und irgendwie eine Treppe erscheinen lassen? WTF? Und woher kam die plötzlich? Die müssen ja durch die Zeit gereist sein. Oder war das in der Vergangenheit? Oder, Das ist crazy. Nun denn. Ich meine, theoretisch, wie wir es damals noch wissen, könnte doch hier der Heilige Hain, nicht Heilige Hain, Entschuldigung, das Heilige Reich sein mit dem Triforce, was ursprünglich war. Oder aber es ist der Tempel des Lichts. Zitadelle der Zeit. Hä? Haben sie das jetzt geändert? Weil, im Original Twilight Princess stand doch da jetzt Zeitschrein. Abgesehen davon, Zitadelle war ja das vorher. Das hier ist ja nicht mehr Zitadelle der Zeit. Nee, das ist ja. Also, es müsste eigentlich der Tempel des Lichtes sein. Oder Zeitschrein, wie auch immer. Okay, bin gerade ein bisschen verwirrt, aber wie auch immer. Ja, hier sind wir sehr gut. Das Emblem des Lichtmedaillons. Und damals, als wir vom Rauru, vom Weißen des Lichtes erhalten haben. Und daher ist eben ja auch die Vermutung, also nicht nur für mich, natürlich, Michael? Findet ihr auch, dass mit diesen Statuen was nicht in Ordnung ist? Hier ist nur eine, das ist nicht ganz symmetrisch. Den Gespür verlassen, ja. Das machen wir alles später, Leute. Ich will in der heutigen Episode vor allem noch ein bisschen darüber erzählen, wie ich dazu stehe zum Ganzen. Also ja, eben halt diese ganze, sagen wir mal so, Anspielungen war, weil generell sind ja Zelda-Teile schon ja ein bisschen miteinander verknüpft, vor allem durch Historie mittlerweile, durch das Buch. Wurde schon irgendwie bestätigt, welche Teile wie zusammengehören, etc. etc. Aber ich will auch gerne noch in meine Meinung dazu äußern, wieso ich denke, dass das echt halt der Lichttempel, der ursprünglich geplant war, ist und wie es überkommt, dass der hier am Heiligen Hain jetzt ist. Nicht mehr eigentlich, wie er sein sollte, in Hyrule-Stadt. So, Trick klappt bereits noch. Jo, ist halt sehr viel mit Mechanismen hier zu tun.
Kennen wir eigentlich auch aus diversen Zelda-Teilen. Ansonsten, dieser Tempel ist sehr, sehr linear aufgebaut. Ja, Hallöchen. Hey, warte mal! Na, hier wollte ich. In dieser Ruine verbirgt sich die alte Teilnehmer meines Volkes. Wir haben sie direkt vor unseren Augen. Wann können wir nach Hause zurückkehren? Komm schon! Ich bin doch jetzt bei der Suche. Genau. Also ist die mit uns so die Zeit gereist. Interessant. Ja, mit ihr hat es natürlich auch zu tun, weil, ja, die Tante und so weiter, das hat irgendwie... Wir wissen jetzt, also, wir wissen noch nicht, natürlich noch nicht ganz, aber wir wissen ja irgendwie, dass einer unserer Kumpel bei Telma, der ist auf der Suche nach Geheimnissen, nach Infos über die Komulaner. Das soll irgendwie ein Himmelsvolk sein. Himmelsvolk, das kennen wir doch auch aus Skyward Sword irgendwie, aber dazu später mehr. Was meine Theorie hat dazu. Jetzt erstmal die erste Truhe. Ja, wie es gerade so schön hieß, zu der Zeit, obwohl ich es, wie gesagt, im Original hatte, glaube ich, in Erinnerung, dass hier Zeitschrein die Bedeutung war, aber okay, vielleicht täusche ich mich da echt. Und das vom Symbol vom Boden her und so, das echt halt eine Andeutung darauf ist, weil eben damals, als man Ocarina of Time entwickelt hat, da haben wir ja auch bei Filmen gesehen, zum Beispiel ja auch, wenn wir schon mal beim Thema, da kommen wir doch eher später durch, ja? Wenn wir schon beim Thema sind, auch das Medaillon des Windes, nicht Windes, Quatsch, des Waldes und das des Wassers, die waren ja eigentlich, also vom Symbol her, ich meine, das Waldsymbol war eigentlich eher an Wind angelegt, sprich, es sollte eigentlich einen Windtempel geben und da das Wassermedaillon ist eigentlich eine Eisschuppe, also eine Schneeschuppe, sollte eigentlich eher ein Eistempel sein. Man hatte zwar dort eigentlich eher so eine Art Mini-Tempel. Gab es dann ja auch in Ocarina of Time. Dass man halt viele dieser Ideen von damals jetzt halt hier umsetzen konnte. Sei es aus technischen Gründen, sei es aus Zeitgründen. Übrigens noch ganz kurz zu erwähnen, dieser Tempel hier, den werden wir nochmal erkundschaften. Also heißt, ihr vielleicht schon, ich sowieso, weil ich werde bei einem guten Domi, werde ich hier zu Gast sein in seinem Let's Play. Wird zwar jetzt, glaube ich, in einigen Wochen oder so weit sein, aber ja, damit ihr schon mal wisst, ich werde hier bei ihm zu Gast sein bei diesem Let's Play. Ja, so glaube ich es eben nicht, wa? Was doch so, wa? Einfach angezogen. Gut, das war jetzt ein bisschen viel, wie man gerade gesehen hat, weil ich muss natürlich in den Vases etwas drauflegen als zum Beschweren. So, also kommen wir wieder zurück zur ursprünglichen Frage. Warum denke ich, dass dieser Tempel... Also, nee, du musst ihn, wie gesagt, nicht unbedingt erwähnen, das haben wir bereits mal geklärt, dass das hier in der Zeitschrein und so weiter sein müsste. Theoretisch wegen Symbols noch weiter am Boden. Aber die eigentliche Frage ist ja, warum zum Henker ist er hier im Heiligen Hain? Ich meine, das Maßschwert ist eigentlich öfters irgendwie im Wald, oder? Das war ja auch bei Link to the Past, Link Between Worlds. Das ist irgendwie verborgen im Wald, das heilige Schwert auf einem wartet. Im Podest und so weiter. Aber warum ist... Denn wir wissen ja, dieses Spiel... Okay, Teil ist weg, interessant. Denn wir wissen ja eben, dass dieses Spiel von der Timeline her spielte nach Ocarina of Time und Majora's Mask. Krass, wa? Und warum zum Henker ist dann irgendwie der Ort komplett anders? Dazu gibt es zu mir jetzt mal eine Theorie. Geil gemacht, Link, aber kann es ruhig behalten. Und zwar hat es schon mit Ganondorf zu tun. Mal gucken, klappt es bei dem auch? Naja, so klappt es zumindest auch. Yeah. Was machst du, Typi? Willst du auch kommen? Ich mach die platt, ich mach die platt. Nicht mit der Geschwindigkeit. Ziemlich flotte Krotti, wa? Das reicht auch nicht. Von mir aus machen wir es halt so. Wow!
Meine Fresse, sind die plötzlich aggressiv, wa? Also, zurück zu meiner ursprünglichen, was ich erzählen wollte. Damals war es so, dass, ja, ich muss noch ein bisschen weiter ausholen. Wir kennen von Ocarina of Time her, kennen wir eigentlich zwei Zeitebenen. Wir kennen die Vergangenheitsebene, wo wir jetzt uns befinden, und die Zukunftsebene. Die Zukunftsebene, da war ja Ganondorf mit Ganon, also als Ganon am Wüten. Hat der das Triforce des Mutes, das Quatsch natürlich, das der Kraft. Als Blatt gemacht, krass. Und hat ja auch Hyrule Stadt selbst halt zerstört und das Schloss abgerissen, hat das ein eigenes Schloss richten und so weiter und so fort. Also von dem her, ja, ist ja klar, es musste irgendwie, sowohl die Stadt als auch das Schloss musste ja neu errichtet werden. Sprich an dem gleichen Ort oder woanders. Und das wiederum hatten wir dann in The Wind Waker. Weil eben diese gleiche Zeitlinie, ist ja die Erwachsenen-Zeitlinie und so. Und in The Wind Waker, gut, dort denke ich zwar, dass das neue Schloss Hyrule wurde halt dort errichtet, wo früher halt Stadt Hyrule war. Und ganz Schloss dort oben mit der ganzen Lava und so weiter wurde gar nicht angerührt, so überlassen. Also ist mehr oder weniger. Halt echt überall das Symbol des Lichtes. Und deswegen konnte halt Gandalf später dort wieder seinen Turm errichten. Also zumindest mehr oder weniger vom Ort her und so, dass alles ein bisschen aufgehen würde. So, jetzt Vergangenheitstimeline. Was ist da genau passiert? Wir wissen ja, also auf Time Schluss eigentlich nur, dass Link zurückgereist ist und dann zu Zelda ging und sagte Hi, im Prinzip. Mehr wissen wir ja eigentlich nicht. Gut, dass man Majora's Mask natürlich noch, dass sie ihn getroffen haben und Zelda hat ihm die Ocarina der Zeit überlassen. Ich glaube, hier ist noch etwas unterwegs und noch nicht. Oh nee. Die Typen gibt es natürlich auch noch. Es ist so alles Triforce drauf und wegen, ja, wir sind Freunde, aber von wegen. Ja, eben da ist Link halt zurückgereist und wollte, also wir erfahren es wie gesagt so direkt eigentlich nicht, aber dann vor allem ein bisschen hier in Twilight Princess noch. Dass Links Zweck darin bestand, wow, bisschen falsch, Link, Zelda vor Ganondorf zu warnen. Und das hat er dann auch gemacht. Und sie dann, ja, ist dann zu ihrem Papa gerannt und dann gesagt, ja, du übrigens Ganondorf, der ist wirklich so böse, wie wir schon die ganze Zeit das Gefühl hatten. Und so weiter und so fort. Und dann kam es eben zur Schlacht zwischen Hyrule und Ganondorf. Also sprich quasi bevor halt Ganondorf den König von Hyrule überhaupt betrügen konnte. Somit hätten wir eigentlich das, was in Ocarina of Time passiert ist, ja eigentlich, sag ich jetzt mal, ja, überwunden oder ausgetrickst, sagen wir es mal so. Das ist nicht alles so klar, wie man es gerne hätte, ist klar. Und Ganondorf, der war halt trotzdem übelst mächtig und wollte unbedingt das Triforce und so weiter alles haben. Und jetzt kann eben das, was ich mir so ein bisschen zurechtgelegt habe. Also wissen ja auch da aus... Oh, das ist ja eine. Wissen ja auch quasi hier noch von der Wüstenburg her, dass Gandalf gefangen genommen wurde. Sie wollten ihn ja eigentlich exekutieren, das hat dann nicht so ganz geklappt und plötzlich, hui, ich habe das Triforce der Kraft, hey, ihr könnt mich nicht killen. So ganz übel. Und das ist die Frage, woher hat er das überhaupt? Naja, da kann man sich natürlich einiges dazu überlegen, wie es dazu kam, ist klar. Aber dann noch wieder mal zurück zum eigentlichen Thema. Wieso ist Zitadelle der Zeit hier? Und vor allem natürlich auch, wie komme ich da rein? Weil ich muss das Tor aufkriegen, vielleicht sogar die runterziehen. Das klappt nicht, wa? Dachte nur gerade, du könntest irgendwie etwas bringen. So. Ich denke mal, es war dann sicher im Interesse von allen, die es wissen. Es muss natürlich, also so das Königshaus in Hyrule, Zelda, alle möglichen, die wussten ja, Sackabums, dass Gandalf in einem Triforce her war und sie wussten ja auch, dass es eine Zitadelle der Zeit war, im Heiligen Reich. Und da dachten sie sich einfach, okay, wir teleportieren die Zitadelle der Zeit weg. Quasi so aus dem Augen, aus dem Sinn, damit Gandalf eben gar nicht mehr dazu kommen kann, das Triforce an sich zu reißen. Und warum in Heiligen Hain ist einfach ziemlich logisch.
Weil diesen heiligen Hain, diesen Ort, der ist eigentlich magisch verzaubert und so weiter, den kann ja eigentlich keiner so ohne weiteres betreten. Haben wir auch schon öfters gesehen, wenn man trotzdem versucht, was er verflucht und irgendwie überhaupt da durchzukommen, ist auch nicht ganz so einfach. Und daher denke ich mir, das können durchaus einer der Gründe gewesen sein und daher wäre dann eben doch, oh, ich bin noch falsch, schauen wir uns ja später hin. Und daher wäre eben doch die Zitadelle der Zeit aus Ocarina of Time eben hier gelandet, im Heiligen Hain. So, und die sind halt ein bisschen verwittert mit der Zeit, oder ist klar. Und so kam eben der Stand, den wir jetzt im Prinzip kennen, vom Ganzen. Die Gegenwart, also mit dem Maßstab natürlich, mit dem Sockel, hat alles überlebt. Und die Wachen, die da standen von wegen, ja, muss jetzt unsere Prüfung bestehen, die ja sowieso. Aber alles andere eben von dem her nicht. Ich habe gerade, glaube ich überlege gerade, wie ich eigentlich weiterkommen soll. Da oben echt so ein Sockel? Ja, Mann, ich hasse Spinnen. Wo war ich stehen geblieben? Also genau, sie haben jetzt die Zitadelle in Sicherheit gebracht, begann auf Zugriff und der natürlich weitergekämpft, der wollte unbedingt das Teil finden, aber dann wurden halt er und seine Truppen besiegt. Vermutlich sogar die meisten Gerudos ausgelöscht, weil wir haben bisher im Spiel gar keine gesehen. Und dann die nächste Frage wären halt, wie zum Henker kam Gandalf trotzdem im Besitz des Schweifers der Kraft? Und dann Link natürlich auch, und das des Mutes, gut, ja, natürlich auch das mit Zelda, aber wir haben ja gesehen, das war glaube ich sogar im ersten Part noch. Alter, dauert das lange. Willst du mich verarschen? Was? Hä? Was ist jetzt los? Trifft die Viecher nicht mehr oder was? Ich glaube, wenn ich die alle platt mache, müsste das Energiefeld weggehen. Ja, wir haben gesehen, irgendwie im ersten Part war es, dass Link das Triforce bereits auf der Hand hat. Das spielt das Symbol. Man sieht es irgendwie im ganzen Triforce zwar, auch wenn du nur ein Fragment hast, dass du trotzdem Besitz davon bist. Also ist natürlich davon auszugehen, dass Link bereits bei seiner Geburt oder vielleicht eine kurze Zeit später, wie auch immer, im Besitz des Fragmentes war. Dann ist halt die Frage, warum überhaupt? Ich meine, aus welchem Grund? Sich wirklich mal so ein bisschen vorstellen. Wo bringt halt das Teil überhaupt hin? Muss es überhaupt irgendwo hier rausbringen? Weil, mir fällt gar nichts mehr ein. Ja, eben aus welchem Grund dann irgendwie... Ja, sogar einen Faden verloren, verdammter Mist. Ich denke eher, dass wirklich der Grund dahinter war, dass Gandalf halt exekutiert wurde, weil ganz ehrlich, wäre er bereits im Besitz des Triforce gewesen, das Triforce-Fragment der Kraft. Ist auch da hoch, wa? Wäre er doch, jetzt auch nochmal einen, wäre er doch niemals so bescheuert gewesen, sich fangen zu lassen. Außer wohl natürlich unbedingt in den Besitz des Schattenspiegels kommen, oder wollte unbedingt das Schwert haben, das, ja, mit dem er nachher ja erstochen wurde. Glaube ich aber allerdings eher weniger. Ich glaube ehrlich gesagt, dass er da bereits im Besitz des Kraftfragmentes war, aber irgendwie die anderen nichts davon wussten. Ich meine, theoretisch, wie gesagt, auch hier wieder mal, könnte es so sein, er hat trotz allem wohl die Weisen, wer es immer dann halt auch war, die Zitadelle der Zeit weggeschafft haben. Er wusste davon, oder ist klar, und hat danach gesucht und es auch irgendwie gefunden, frag mich nicht wie, das ist wieder mal ein Thema für, da muss er rüber, wa? Jetzt noch der zweite. Das war knapp. Ja, war halt die Frage, wie er trotzdem hier hinkam, aber er ist halt Großmeister des Bösen, auch ohne Strafsegment, da wird es irgendwie schon geschafft haben. Gut, dann war er halt hier. Und das wird auch klären, wieso überhaupt alles so zerstört ist, nicht mehr verwildert, sondern wirklich auch ein bisschen ramponiert ist. Er hat halt hier Zitadelle der Zeit angegriffen und ist dann irgendwie in Besitz des Triforce gekommen. Also ähnlich wie in Ocarina of Time, er wollte es anfassen und plötzlich, ja, so ähnlich wie hier.
Gut, ich meine jetzt theoretisch. Glaub nicht, wa? So aber schon, aber ein bisschen draufschlagen. Jetzt auch werfen können, war von dem her. Und dann gehen wir in den nächsten Raum. Ja, das ist natürlich grandios, wenn ich ein bisschen erzählen will und ständig unterbrochen werde. Bin ich bereits... nö, ist noch nicht der richtige Ort. Also natürlich schon, aber nicht der, den ich jetzt unbedingt gemeint habe. Ja, kann nur her. Ja. Das war jetzt so eigentlich nicht geplant. So, er wollte eben das Driver-Segment holen und hat es dann berührt und dann plötzlich... Oh, verdammt. Es wird aufgeteilt in 3 Fragmente. Natürlich bekam Zelda eins, aber das war es noch gar nicht irgendwie... Kann natürlich auch sein, dass Gandalf, Zelda und Link da noch gar nicht gleichzeitig existiert haben, weil wir wissen ja im Prinzip, der Fluch von Todbringer und so weiter, mit dem Helden, Wiedergeburt der Göttin und ihm selbst, kennen wir ja alles bereits. Aber es heißt nicht, dass alle bereits in der gleichen Ära existieren müssen. Und auch ein bisschen zeitversetzt geboren werden können. Gandalf sowieso lebt ja im Prinzip über 100 Jahre und so, oder wird alle 100 Jahre neu geboren. Gut, der in Ocarina of Time und der in Twilight Princess, gut, der in Wind Waker natürlich auch, aber trotzdem sind die gleichen Personen. Aber seit Ocarina of Time ist hier schon einige Zeit vergangen, daher könnte es doch durchaus sein, dass auch... Seitdem gab es vermutlich auch 2, 3 neue Links, und sogar 4, 5. Und bei Zelda vermutlich ähnlich, und dass da halt das mit Schweifers ein bisschen übersprungen wurde. Man spricht, dass Zelda und Link, dass die ihre Schweifer-Segmente erst mit der Geburt bekamen und somit gar nicht irgendwie wussten, dass sie im Besitz. Gut, Zelda natürlich schon, oder? Die ist ja so imbar und so. Sagen wir, ist hier irgendwie was versteckt. Kommt dann fast so vor, wa? Nö. Nix. Schade. Ja, und dann ist halt eben ein bisschen Zeit vergangen und so weiter. Und bis jetzt halt Gandalf wieder ausgebrochen ist. Und von dem her würde es eigentlich auch erklären, wieso Gandalf zwar ja eben vom Triforce und alles weiß und auch dass Zelda im Besitz eines Fragmentes ist, aber nicht, dass es ja auch noch Link hier gibt. Weil Helden der Zeit von damals hat er so gesehen nie kennengelernt. Versteht ihr? War ja alles noch ein bisschen vorher, ein bisschen Zeit versetzt, aber ich gerade frage, bin ich eigentlich zu früh drin? Weil ich muss hier später noch ein paar Dinge machen. Ihr seht das da. Das Mechanismus da ist einer. Das heißt, ich muss eigentlich den da nehmen, da hochwerfen und dann transportieren. Das geht aktuell aber noch nicht. Naja, wie dem auch sei. So viel eben, wie gesagt, mal zu meiner Theorie, wie es überhaupt dazu kam, dass Gandalf auch das Triforce-Fragment der Kraft, also natürlich ist einfach mal nur so eine von vielen Ideen, es könnte sehr viele verschiedene Definitionen, Variationen davon geben, wie Gandalf im Besitz davon kam. Ich denke mal, das ist sicher eine Version, die durchaus möglich wäre, sind wieder Ursprungsorten war. Gut, ich meine, er hat einen Schlüssel, ja, schon, aber trotzdem ist es ein bisschen doof gemacht hier, wenn ich das Gefühl habe. Egal, wir gehen weiter. War das sowieso gleich vorbei. Ja, zu der Zeit hätten wir also, und das in der Wüstenburg eben, da ist ja auch so ein, sagen wir mal, magischer Ort, dort war halt ein Skyward Sword damals. Aktivieren, klappt das so? Jo. Ah, jetzt kommt der Schieberätsel schon wieder. Dort war eben halt sein von einem Skyward Sword war halt das andere Zeitportal und war halt auch ein wichtiger strategischer Punkt für vielerlei Dinge. Und war, könnte man durchaus auch vorstellen, ursprünglich halt eben auch so ein Ort für die Weißen, ein Treffpunkt. Wo, allerdings nachher natürlich mit Ganondorf und so, der war dann ein bisschen anderer. Nicht mal so erfreut, da das Ganze halt in, also sag jetzt mal Ocarina of Time war, sprich von der Zeitline. Waren doch nicht mehr so begeistert davon und dachte sich, nö, die Weißen, hat er sowieso alle gekillt damals. Sprich, Ocarina of Time hat alle Weißen zwar gekillt, die 6, oder die ursprünglichen. Aber dann so durchschießen, wa? Sag mal. Was ist denn dort für ein Wandsymbol oder ein Bild? Haben wir mal so etwas. Was
Was hier wieder geschrieben steht? Alter, ich muss ja später unbedingt nochmal vorbeikommen. Ja, in Ocarina of Time konnte alle 6 killen. The Wind Waker konnte eigentlich auch. Gut, waren bloß noch 2, aber konnte sie auch alle killen. Und hier hat er bloß noch die Gelegenheit zu einem, wie man gesehen hat. Ist von dem her interessant. Immer Gandalf auftaucht, da stirbt mindestens ein Weißer. Nicht gerade nett von ihm, aber so ist er halt. Ja. So viel eben jetzt mal so zu meiner kleinen Theorie wegen Zitadelle, wie das kam, dass die hier gelandet ist. Ich meine, dass man die halt wegtransportiert, ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Und halt die andere Idee, ja, nee, es muss fast so sein. Wir spielen in der gleichen Zeitlinie wie Ocarina of Time Majora's Mask und da hat Gandalf das Schloss gar nicht zerstört. Und auch wenn er es zerstört hätte, kann nicht sein, dass plötzlich hier im Heiligen Hain ursprünglich auch Hyrule Stadt und das Schloss und so weiter alles stand. Das ist schon ein bisschen sehr weit hergeholt, Freunde. Also muss es dann doch eher, zumindest, also wie gesagt, es ist eine mögliche Variante, könnte noch vieles andere sein, aber ich denke mal, es könnte ungefähr so gewesen sein. Gut, jetzt kommen wir zur Tante, also Tante und ihren Liebling, den wir gerade gesehen haben. Und auch einem anderen Typi von Telma Spa, der auf der Suche nach Komulanern ist. Ja, eben, wir sind ja hier an einem Ort, wo man sagen kann, jo, der Tempel war bereits zu Zeiten von Ocarina of Time mal geplant. Das heißt, theoretisch könnte auch das Tempel-Item schon geplant gewesen sein. Damals. Wenn es natürlich auch, wie bereits erwähnt hat, wegen Waldmedaille, was eigentlich eher so ein Symbol wie im Wind war, also wie ein Windrad. Wäre es auch möglich, dass auch ein Windtempel geplant war, wie er hier halt noch kommt. Ja, also schon ein bisschen gespoilert, für die, die es nicht kennen. Aber ein Windtempel, der kommt hier noch, wenn man so will. Und dass der Windtempel mit den Komulanern in Verbindung gebracht werden sollte. Quasi werden halt dort Gerunen, werden Gerudos. Wir hatten die Shikas, ja, so gesehen sind ja schon ziemlich viele Rassen in Ocarina of Time, vor allem neue. Die Okiris und so weiter und so fort, dass da halt noch sehr, sehr viel mehr geplant war, aber eben aus Zeitgründen nicht mehr umgesetzt werden konnte. Jetzt alles hier noch irgendwie zum schönen Abschluss gebracht wird. Die Kumulaner, ich meine, Windtempel klingt schon ein bisschen, ja natürlich auch noch Vati, ja, ist klar. Aber wir wissen ja aus Skyward Sword, dass ja... Wow! Ein bisschen konzentrieren hier, weil der ist ein bisschen High-Class-Kaliber. Genau, das wollte er jetzt eigentlich nicht. Noch ein bisschen mehr Platz hier. Da hatte Hylia... Oh! Da war ein bisschen mehr Schläge. Wow! Der hat echt was drauf. Jo, kann man nicht anders sagen. Ja, komm. So, Leute, ich erzähl gleich weiter. Ich muss hier mal ganz kurz mich ein bisschen konzentrieren. Wird mir gerade ausgewichen. Der war jetzt echt, also schon... Verdammt, ich habe sonst nichts mehr zu meinen irgendwie. Gut, eine Fee habe ich noch. Alter, war der aber noch krass drauf. Respekt, ey. Das kommt jetzt schon wieder. Der muss irgendwie rüber, geht gar nicht anders. Wo war ich stehen geblieben? Genau, eben da Skyward Sword, da kam Hylia, die das Gefühl hat, jo, sie müssen mal ganz Vulkanhorn mit allen Menschen und so weiter in den Himmel schicken. Aber warum in den Himmel? Das ist einfach nur so eine Eingebung von ihr, da dachte sie sich, sie könnte sie alle dorthin schicken, wo bereits andere schon waren. Sprich, vielleicht gab es dort oben bereits anderes Leben. Gut, klar, wir kann die Wolkenvögel, die kann nicht von Hylia selbst werden, schon da oben. Aber es wäre halt dann trotzdem möglich, dass die Kumulaner halt genau auch vielleicht sogar auch aus der Ära kommen, wer weiß, schon ein bisschen später kamen.
vielleicht sogar irgendwie Vorfahren und Nachfahren von den Himmelsvögeln waren. Und daher halt auch irgendwie mit dem Haus Hylia, beziehungsweise natürlich Hyrule, wenn man es schon ganz genau nimmt, in Verbindung stand. Alter, der hält echt viel aus, der ist ein krasser Gegner. Machen wir es mal so. Barriere ist noch da, verdammter Mist. Ja, soweit auch mal so zu ein paar Ideen und Theorien, wie das Ganze sein könnte. Damit es halt mit den Komulanern, noch mit der Zitadelle der Zeit, mit Ganondorf, mit dem Erhalt des Drivers und so weiter, Side Ocarina of Time und sonst noch, was man alles so halt geschichtliche Anspielungen hat, wie das Ganze zueinander passen könnte. Gut, das mit den Komulanern ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, gebe ich zu. Aber alles andere, das könnte doch durchaus so sein. Oder seid ihr vielleicht anderer Meinung, Leute? Ich denke mal, kennt ihr auch schon ein paar Zelda-Spiele oder habt Halo Historia schon gelesen, von Nintendo persönlich. Und habt dazu vielleicht auch schon die eine oder andere, halt auch andere Meinung, vielleicht sogar bessere Theorie, als die ich hier gerade ein bisschen so vorgetragen habe. Das ist mal nett, dass das Spiel bereits vorgibt, wo hier das Dungeon-Item ist. Ja, und da unten ist der Endboss, ja, das ist klar, ist ja ziemlich linear alles. Naja. Soweit, so gut. Hier bei Twilight Princess HD in Zitadelle der Zeit. Das war's mal für heute mit dieser Episode. Ich bin so schon wieder ein bisschen drüber. Ich werde mal ganz kurz offscreen gucken, ob der Ort wirklich so hieß, auch im Original. Wie gesagt, ich habe es eher als Zeitschrift in Erinnerung. Aber okay, mal gucken und dann nächstes Part geht's hier, wie gewohnt, alter Frische weiter. Und hatte vielleicht auch schon Zeit, um meine Gedanken, die ich gerade geäußert habe, ein bisschen nachzudenken und vielleicht sogar das eine oder andere noch zu korrigieren, was es da so ein bisschen, naja, doof vielleicht sogar von mir gab. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.